Bis miteinander. Hier ist der Rico, neben mir der Niklas. Und willkommen zu eurem Favorite Podcast. Ist das richtig gewesen? Ja. Okay. Wir noch mal müssen anfangen. Ja, der Rico hat verkackt. Ja, ich habe verkackt. Ja, wie immer. Hat der Niklas abgesegnet. Ja, Rico, okay. Ja. Wie geht's dir? Hey, blendend. Blendend tatsächlich. Oh Mann, ey. Das ist gut. Ja, das ist gut. Wie geht's dir? Hey, mir geht's auch gut. Heute ein bisschen strenger Tag beim Arbeiten, aber du weißt, wenn man müde ist, wird es eine lustige Folge. Ja. Wie jede Folge eigentlich. Ja, das war ein strenger Tag tatsächlich. Ja. Ich bin viel rumgefahren. Wo bist du überall gewesen? Ich habe in Ikea müssen, auf Spreitenbach. Ah stimmt, du hast eine Matratze gekauft, ja? Mhm. Oh, Voll. alt durch gewesen. Ja, ich hatte schon 10 Jahre oder so. Okay. Ja, und dann irgendwann muss man neu haben. Mhm. Und das sind wir... Wieso keine Emma-Matratze? Das ist doch das Ding. Emma-Matratze? Mhm. Übrigens, ihr bekommt nicht 20% Rabatt auf Emma, wenn ihr Schweizerdeutsch eingebt als Code. Hey, wär krass, aber... Das wäre schon krass, aber nee, das wird nicht passieren. Also, wir müssen da schon ein bisschen... Das ist ein Hobby-Podcast hier, das ist eine Hobbytruppe, hallo? Hobbytruppe! Also... Ja, egal. Ja. Was machen wir heute, Rico? Lustiges Thema, glaube ich. Erklärst du, weil du kannst es besser erklären. Also, ich habe so eine Liste auf meinem Handy. Ja? Die Liste heisst Podcast-Themen, über die Männer lange reden können. Okay. Männer. Also heute wird es ein bisschen eine männerige Folge. Ein Folge voller Testosteron. Digga. Nein, das sind so Gott. Sachen drin, so Themen zum Beispiel, warum sind Männer so simpel oder sind wir es gar nicht, oder? Und dann geht es halt darum, so, ja, was steckt wirklich hinter dem Mythos Bier, Steak, Grill, so zum Beispiel, oder? Und dann müssen wir jetzt ein bisschen darüber diskutieren. Okay. Oder so, sonst machen wir so, ich tue jetzt einfach so ein bisschen wischen und du sagst Stopp und dann machen wir einfach das Thema. Okay, ja, ist gut. Ja, und das kann über alles sein, so. Okay, also, stopp mal. Die Tipps, die Männer ein Leben lang ignorieren. Also zum Beispiel so, ja, geh mal zum Zahnarzt oder ja, benutze mal Sonnencreme. Schau, das geht aus an Joris. Stimmt. Ja. Oder so, was sind so Tipps, wo Männer immer ignorieren? So, Lies Gebrauchsanleitung. ja, zum Beispiel, boah, das ist so die Gebrauchsanleitung, ja. Ja, aber irgendwie, das ist auch, ich habe das Gefühl, zum Teil ist das voll ein Ego-Ding. Ja, das muss man halt einfach machen. Ja, oder du willst selber beweisen, boah, ich will jetzt die Anleitung nicht lesen, ich will es jetzt selber zusammenbauen. So. Also kommt drauf an was, also so ein Lego-Set ohne Anleitung ja, wird schwierig. das wird schwierig. Aber ja gut, ja, aber ja, ich verstehe. irgendwie so ein Ikea-Holztisch zum Beispiel eben. Ja, oder Ding, so in der IT, wenn du so sagst, ja, das Programm, das tue ich jetzt einfach so auf gut Glück mal installieren, dann geht es nicht, dann fragst du dich, warum. Das und das vergessen, vielleicht hätte ich das mal. Ja, ja, das sich definitiv Anleitung lesen, dann, was gibt's noch? Kennst du den Spruch, hör auf den Mutti? Kennst du das Lied? Nein. Du kannst das Hör auf den Mutti-Lied nicht? Warte, das Nein. muss ich jetzt googlen. Warte, Was ist das? Das ist wieder so ein Helge Schneider-Lied oder was? Nein. Das ist so eine Parodie. Kannst du das Lied Hör auf die Stimme? Ja, aber kann man das abspielen hier? Ja, ich glaube schon. Wieso? Wir tun sie erwähnen, machen kein Geld damit. Ja, okay. Nur hier, die Ahnung, Radio was geht. PSR Sachsen-Songs. 100% Sachsen-Songs. Supermix für 100% Sachsen. Das haben wir selber gemacht. Du so gerne auf Sächsisch singen. Und so würde das klingen. Hör auf die Mutti! Du musst immer auf Mutter hören. Mach das Licht an beim Lesen, du verdirbst hier's Irrenlicht. Lernst nicht für mich, du lernst Noch für nie sie. gesehen? Mit Nein. Mund da spricht man nicht. Ordnung ist es. Musst du mal ganz halbe gern. Leben. Das Messer wird ne. Aber es geht auch immer in dem Lied darum, so, ja, hör auf die Mutti, also lass auf die Mutter, wenn sie etwas sagt, oder? Das ist so ein typischer Männersatz, ja, lass auf deine Mami. Aha. Oder? Oder nicht? Ja, So. gut, das ist ja allgemein. Ja, aber bei Männern ist das extrem. Meistens die Tochter macht das ja, oder? So, hör auf die Mutti. Bin ich mir nicht sicher.
Würde ich nicht sagen, dass... Also nicht alles, Ja. aber viel mehr als die Männer. Männer so, ja komm, Zimmer aufräumen, ja. Wird mal gemacht in einem Quartal. Aber nicht, Ja gut, aber nicht ich würde sagen, das ist gleich... Ich glaube, das ist allgemein so ein Ding. Würde ich jetzt sagen, aber... Ja, also bei mir ist es nicht so gewesen. Linda hat mehr gelassen als ich. So? Ja, definitiv. Aber mittlerweile Okay. ja. Was gibt es sonst noch? Ich glaube allgemein, wenn dir die Eltern so einen Tipp mitgeben, irgendwie für die Zukunft oder so, aber das ist glaube ich auch für beide Seiten, irgendwie in dem Moment checkst du es nicht, aber dann so im Nachhinein, wenn du so darüber nachdenkst, ist es vielleicht schon nicht so das Dümmste gewesen, Ja. was deine Eltern wollen sagen. Ja. Weißt du, so. Sonst Tipps, die Männer ignorieren. Bargeld dabei haben. Aber ja gut. Na gut. Ja, das ist auch wieder so allgemein. Der Joris schickt mir wieder Sachen wie, wo man eigentlich, der ist so eine Sucht, das ist unglaublich. Heute wäre eigentlich Gym, Joris. Warum craften, hey? Ja. Was kann noch etwas sein? Wir können ja auch weiter, wenn uns nicht einfällt. Ja, also was bei mir noch war, was ich jetzt im Nachhinein checke, so, also irgendwie, es ist so, auf der einen Seite ja, auf der einen Seite nein. Früher, wo wir alle unsere Zockerzeit hatten, das ist ja glaub, universell bei Jungs. Jeder hat mal gezockt und jeder ist voll drin gewesen. Oh, die Playstation-Partys, was ich da alles wieder machen. Aber weißt du, irgendwie, das hat so Zeiten gegeben, wo es irgendwie im Sommer irgendwie 25 Grad aus war, das schönste Wetter und du bist drin gewesen und hast irgendwie gezockt oder so. Und mein Dad hat mich immer gesagt, geh raus, mach irgendetwas. Und in dem Moment hast du halt lieber gezockt. Ja. Aber im Nachhinein wärst du viel lieber rausgegangen und hättest irgendetwas Cooles gemacht. Also, ich weiss noch, Oberstufe, also so der Übergang von Primar zu Oberstufe, in dem Sommer, es hat Wochen gegeben, also es war wirklich um Hochsommer gewesen, Ja. Sommerferien. Ich bin eine Woche lang nicht aus meinem Zimmer rausgekommen. Ich bin so in meiner Minecraft-Bauphase gewesen. Ich habe nebendran, ich habe damals schon 2 Monitore gehabt, mit 12, weißt du, so voll das Gaming-Setup gehabt. Und dann so nebendran YouTube laufen lassen, Ape Crime, wo früher so... Boah, Prime. Und dann nebendran musst du so irgendwie... Ich kann die Allianz Arena nachbauen. Ja. Ich habe die bis heute noch nie fertiggestellt. Ich habe immer wieder neu angefangen, weil ich dachte, okay, komm, jetzt ziehe ich es durch, jetzt brauche ich sie. Aber wir haben es nie geschafft. Die ist nie fertig geworden. Aber dort, Alter... Ich habe dort wirklich... Ich bin auch in der Schule. Bin heimgekommen, das erste direkt gamen, Minecraft. Minecraft war so... Peak-Phase gewesen. Ich habe mich schon zuerst 1000 gemacht tatsächlich. Nein, Wenn ich kann, habe ich zuerst 1000 gemacht, nachher habe ich gezockt. Nein, ich nicht. Ich habe es immer hintergeschoben. Ich habe es immer dann gemacht, wenn es wichtig war. Also ich habe es schon immer gemacht, aber so, okay, jetzt ist der letzte Zeitpunkt am Tag, wo ich das jetzt machen muss. Das ist dann meistens so um 9 Uhr angefangen gewesen und dann um 12 Uhr bist du dann ins Bett. Weil dann habe ich so extra Also du bist mit 12 am 12 ins Bett? Teilweise schon, ja. Wirklich? In der Oberstufe, ja, habe ich das gemacht. Damn. Also mein Vater hat so gesagt, so, ja, mach dein Ding. Meine Mami so, nein, du bist um 9 Uhr im Bett. Ich so, spinnst du? Nein. Crazy. Nein, ich kann... Nein, ich bin spätestens so 10 ins Bett oder so. Nein, also Oberstufe wirklich, ist schlimm gewesen. Dort bin ich teilweise bis um 2 Uhr morgens wach gewesen und habe Hausaufgaben gemacht. Wirklich? Ja, weißt du, so... Das Problem bei Hausaufgaben ist ja immer so gewesen, du hast... wie soll ich sagen? Du hast halt Hausaufgaben gehabt von mehreren Fächern immer. So Deutsch-Hausaufgaben, Mathe-Hausaufgaben, Geografie-Hausaufgaben. Ja. Das ist dann nicht immer nur so 20 Minuten dran gewesen. Teilweise hast du so Stunden gehabt, also Hausaufgaben, wo du so denkst, Alter, wieso muss jeder Lehrer dir eine Stunde Hausaufgaben geben? Ja, das sind nachher 4 Stunden du bist schon 8 Stunden in der Schule und am Abend nochmal 4 Stunden arbeiten für die Schule, das ist doch Das ist crazy. so Freizeitberaubung des Todes gewesen damals. Ja, wirklich. Ja, nein, ich check schon, was du meinst. Klar, ich würde trotzdem empfehlen, dass ich wieder in die Schulzeit würde gehen, weil das ist schon... Im Nachhinein auch cool gewesen. Es ist schon lustig. Die Oberstufe und so. So jeden Schon Tag, funny. das ist immer so Scheiß machen. Um 3-4 Uhr aus. Amix. Oh, ja, aber noch eben Hausaufgaben. Naja. Das ist dann das. Ja gut, ich bin jetzt auch nicht in der Berufsschule. Ich muss auch nichts lernen und Stimmt. Sachen machen. Ich habe gar keine Schule mehr seit einem Jahr, jetzt 1,5. Ja, boah. Aber gut, das ist auch keine richtige Schule. Also es war schon Schule gewesen, aber Filmschule Ja, gleich. ist ja dein Hobby halt. Ja, Du ja. hast dort nicht Hausaufgaben gehabt. Das ist einfach, du bist dort angegangen, hast den Kurs Voll. besucht. Wenn du dabei gewesen bist, ja, dein Problem, wenn du nicht gemacht hast. So, ja. Ja. Ja, aber das ist halt schon Peak gewesen. Aber halt,
Ich verstehe den Punkt mit dem Game nach Hause gehen, das ist schon... Ja, im Nachhinein würdest du es halt anders machen, aber das ist halt nicht ein... Ja, Aber das Ding ist halt auch so, beim Gamen, vor allem nachher, nachher in der Oberstufe, wo wir dann alle beim FCL waren, so, wo du wirklich teilweise bis am Morgen um 2 wach bist und in den Playstation-Partys bist. Das ist halt schon so Peak-Mail-Experience eigentlich. ja, eigentlich schon. Also, vor allem du lernst dort eigentlich so voll deine Leute kennen. So, klar, du hast sie in Real Life kennengelernt, aber so in den Playstation-Partys, du redest über jeden Wie man Scheiß. unter Drucksituationen reagiert. Frag mal den Joris. Ja, aber auch mal. Der hat es definitiv nicht verstanden dort. Nein. Wenn wir es kurz beschreiben. Also, ich muss dir Wir vorstellen, haben es gerade in der letzten Folge mal beschrieben. ja, aber genau, ja, aber du hast es glaube ich nur so angetönt. Wir beschreiben es nochmal hier kurz. Also, Hause. Meistens haben wir immer FIFA gespielt in diesen Playstation-Partys. Jeder an seinem Team Weekend League oder Division Rivals. Gegeneinander ist immer sehr lustig. Gegeneinander war auch gut gewesen. Und dann bist du halt in so einer Druckphase, weil du halt liefern musst. Und wenn dann nebendran jemand dich abfuckt, so, kann ich so, ja, dein Manuel Neuer ist halt scheiße, oder? Oder so ganz passiv-aggressiv das Mikrofon so nicht vor das Maul nehmen und Ja, der hat so kein neues Filter gehabt. Ja, dann ist so ein Joris relativ schnell ausgerastet. Und vor allem aber, wenn du gegeneinander spielst und dann irgendeinen Trick machst, der bei mir funktioniert, aber bei ihm nicht, wird gerade ein Controller gerührt. Oder du wirst blockt oder gestummt oder... ja. Boah, Niklas, hat mal in die Fresse, ich stumm dich jetzt. Ja, du bist halt auch mal 2 Stunden... Dann hörst du 2 Stunden den Joris Ja. nicht, der Joris hört dich nicht und irgendwann hörst du ihn einfach wieder, so, ich habe mich jetzt beruhigt. Ja. Ja, das ist schon so, das ist schon geil gewesen. Ja. Du wirst schon vieles... Schade, hätten wir das nicht auf Video, das wäre schon lustig. Das wäre schon hure lustig. Also weißt du, wenn du so... Oh Gott, warte mal, ich kann mal schauen, ob ich in meiner PS4 Mediathek noch Sachen finde. So Clips von Goals. Das wäre cool, ja. Boah. Weißt du, so, irgendwann so all die Clips zusammensammeln, dann das Kino mieten und dann einfach alles so... Was ist lustig. Alles Gottlose, was jemals gesagt worden ist. Also wirklich die schlimmsten Sachen. Ja. Weißt du, das mit dem Buch am Joris mal gesagt haben? Das ist Scherz. Ja. Das sagen wir jetzt hier nicht. Aber da, weißt du, nur Ja, so ja. Zeug, weißt du, über das lachst du jetzt. Das ist So, crazy. ja. Also das ist sicher auch so Peak Mail Experience. Auf so jeden Fall. PS 100 Party. Pro. PS Party. Und jetzt ist einfach so ruhig. Ja, jetzt hat er jeder so sein Ich habe letztens, eigenes Leben in dem letztens Sinn. ein TikTok repostet. Ich muss schnell... Warte kurz. Das ist genau um das gegangen. Okay. Jetzt muss ich schnell schauen, wo das ist. Aber jetzt sind ja zum Teil richtige Deep Talks gewesen, dann irgendwann, wenn es so spät geworden ist. Ja, aber... Deep Talks in der Party sind crazy gewesen. Oh ja, oh ja. Ah, der Joris hat mal die Fresse mit dem Minecraft. Alter. Ich hatte das doch letztens gerade gehabt. Ja, hier, How Normal People Listen to This Song. Gibt es den Song nicht? Hallo? Ja. Boah, Gänsehaut. Gänsehaut. Du bist jetzt der alleinige Leader von der Party, wenn alle rausgeliefert sind. Das ist so immer... Ja, das ist so ein richtiger Ding-Moment gewesen. Du bist einfach allein gewesen. Ja, einfach alle sind gegangen, alle ins Bett, du bist jetzt der Einzige noch am Game und dann hörst du so den Song, den Banger und denkst du so, fuck. Oder der Sound, wenn jemand eben Party geliefert hat oder Ja, so. genau, boah. Crazy. Oder Party, oder du bist so reingekommen, so später oder so und dann sind schon so 6 Leute drin und denkst du so, boah, hier geht ja richtig ab. Ja. Boah, das will ich wirklich wieder mal erleben. Also, das gibt es einfach nicht mehr. Also, Nein. klar, wir können es machen, aber PS5-Party ist so Ja, tot. es ist nicht mehr. Es ist nicht das gleiche Feeling wie PS4-Party. Es ist Ja. schon so... Ja, also, wenn wir mal weitermachen. Also, bist du am Scrollen? Ja, das ist- Stopp. Nimm es nicht so persönlich. Natürlich, man nimmt es persönlich. Jeder kleine Kommentar steckt 3 Tage im Kopf. Gut, was will wir darüber reden? Das ist voll blöd. Ja. Also klar, ich verstehe es, wenn jemand sagt, so, ja, nimm es nicht persönlich. Ja, ich nehme relativ viel persönlich. Außer ich weiss, es ist wirklich als Witz gemeint, oder? Ja, ja. Aber wenn es jetzt wirklich so ein Thema ist, wo es mich so
wie soll ich sagen, wo es mir wichtig ist. Ja. Und dann jemand sagt, ey, nimm es nicht persönlich, dann nehme ich es richtig persönlich. Das ist wie so ein Kick. Ja. Oder wenn es so Sachen sind, wo du dir voll Mühe gegeben hast und jemand, also weißt, Kritik ist ja voll okay, Ja, aber ja. wenn es dann jemand halt so schlechter ist in dem Sinn. Ja, und dann, Irgendwie. dann nur sagt, aber nimm es nicht persönlich. Ja, ich habe es ja gemacht, so weißt du, so. Ja. Ja, Ja, egal. Machen wir Also mal. ich finde das nicht so ein guter ich finde Punkt. auch nicht. Wir können da nicht gut reden. Also sag Also, mal. stopp. Emotionen zeigen macht dich nicht schwach. We know, tun es trotzdem selten. Ja, was will man da groß sagen? Ja gut, aber Gut, da kannst du eigentlich schon reden. es ist schon ein Da kannst gutes du schon Thema. sagen, ja. Ja, Emotion, ja, es ist schon so. Also, es ist ja von Natur aus, dass wir Ja, Männer halt Emotionen seltener zeigen. Aber es kommt schon vor. Ist das von Natur aus so? Oder ist das Ich nicht glaub einfach von der schon. Gesellschaft irgendwie so ein bisschen... Nein, ich glaube, es ist verdient worden? schon so. Schon? Ja, ja. Ich weiss nicht, keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein Männerding ist halt, weil ich kenne jetzt keinen, der Emotionen zeigt, also voll zeigt vor allem. Nein, voll, also, nein, also, Also vor allem so weißt du, so zeigt wie so eine Frau, also wie soll ich das sagen? also ich würde jetzt, also ich meine, wir haben ja schon viele Sachen miteinander beredet oder so. Auch in unseren schlechten Stunden, sage ich jetzt einmal, Ja. wo wir hatten. Aber es war jetzt nie so gewesen, irgendwie, dass wir voll, keine Ahnung, so voll emotional geworden sind. Das ist jetzt bei uns einmal noch nie gewesen, aber keine Ahnung. Ich schiebe das dann wie so ein bisschen, also bin einfach ich, keine Ahnung. Der Joris zeigt am meisten Emotionen während dem FIFA-Spielen. Ja. Ja. Nein, also bei mir ist es halt einfach so, ich verarbeite das halt mit mir selber. Obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist. Oder halt mit eben Personen, wo ich sehr, sehr viel Vertrauen habe. Weil, Reden ist das Wichtigste einfach. ja, voll. Aber kann ich I don't know. Also ich habe... Es ist ein schwieriges Thema, Mann. Es Ja. fällt mir sogar schwer, darüber zu reden. Ja, ja. Fällt mir gerade auf. Ich bin auch gerade, also das Jahr ist so mit eines von meinen freiesten Jahren gewesen, wo ich so null Druck im Kopf hatte, also null so schlechtes Zeug im Kopf hatte. So. Ja. Im Sommer hat es eine kurze Phase gegeben, wo ich so ein bisschen gedacht habe, Alter, irgendwas stimmt gerade gar nicht mehr so. So, das ist so vielleicht ein Punkt, so, wo ich jetzt das ja so Emotionen gezeigt habe, aber so Emotionen zeigen, ja, beim Fußball halt. Fußball, ja, wenn du Match schaust. Ja, aber ich glaube, das geht ja nicht um die Das geht nicht um die es sind nicht die Emotionen. es ist mehr, wenn keine negative Emotionen. Also weißt, wenn du verletzt bist oder so, ja. Das Wichtigste ist halt einfach so, als Mann, dass man einfach so Personen hat, wo man mit denen über das so Zeug kann reden, oder? Und ich glaube, das ist auch die beste Selbsttherapie, die ein Mann hat, wenn du so mit deinem Bro kannst darüber reden und dann ist gut. Ja, aber gleich gibt es viele Leute, die sich das gar nicht trauen. Ja, ja. Also ich meine, wir haben ja zum Glück so ein Verhältnis, wo wir da gut miteinander darüber reden Voll. können. Also wir haben ja schon jenste Gespräche über Sachen, über Ja. gute Sachen, über schlechte Sachen. Voll. Und das hilft vor allem auch. Oder auch wenn halt wirklich etwas Krasses hast, irgendwie, dass du in Therapie gehst oder so, das ist auch nichts Verwerfliches, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es gibt so viele Leute, also ich tue es verallgemeinern, denke ich, wo das einfach, oder ich denke mehr schon die Männer, die aber sagen, nein, ich brauche das nicht, oder nein, es ist gar nicht so schlimm und dann eben wird es noch schlimmer, anstatt dass man halt einfach gar nicht darüber redet und die Sachen halt probiert anzuschauen. Ja. Das Wichtigste ist einfach wirklich reden. Ja, Das voll. ist einfach das Allerwichtigste. Aber eben, du musst einer Person sicher vertrauen können. Ja. Weil wenn du das nicht kannst, dann kommst du dir irgendwie blöd vor, oder? Aber ich frage mich halt so, was machen die Männer oder allgemein auch die Leute einfach, die allgemein keinen haben zum Reden? Was machen die? So. Das ist so ein bisschen... Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich kommen dann irgendwie, also das kommt ja auch, wenn irgendwie Leute zum Reden hast, denke ich mal, aber Substanzen, sei es jetzt Alkohol oder Rauchen oder... Ja, aber das ist dann kiehst halt ins Loch, aber, oder? aber das könnte ich mir vorstellen. Dass Ja. es ist halt ein Ausweg vermutlich für so eine gewisse Zeit, sei es jetzt für 5 Minuten, 10 Minuten, eine Stunde, keine Ahnung. Aber nachher geht es ja nur schlechter. Ja,
Und da ist halt der Teufelskreis. Und irgendwann bist du drin und kommst nicht raus. Aber Ja. wir haben ja vorhin gerade vor dem Podcast über die Tomatolix-Ding-Doku, kann man dem Doku sagen, oder die Videoreihe Ja. geredet. Stimmt. Bahnhofsviertel, Bahnhofsviertel Frankfurt. Frankfurt. Das dort mit der... wo er den Typ da begleitet hat. Ja, Wow, er hat glaub ich, irgendwie gesagt, ja, er hat ADHS gehabt und ist nie so, er hat eben kein Zugehörigkeitsgefühl gehabt, glaube und eben durch das hat er, also weil er halt angefangen hat zu kiffen, hat er Kollegen gefunden und das ist immer mehr. ja, irgendwann rutschst du halt irgendwo rein, ja. Und dann bist du, also im schlimmsten Fall bist du dann abhängig, aber ja. Ja, aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Also, manchmal kannst du auch gar nicht so viel dafür. Also klar, du bist meistens schon immer selber schuld, so. Ja, ja. Aber teilweise rutschst du so rein in Sachen, wo du dir erst im Nachhinein denkst, fuck, ich bin jetzt wirklich irgendwo scheiße reingerutscht. Ich würde immer selber die Schuld, weil ich, oder es gibt eine Situation, ich meine jetzt, Ja. stell dir mal vor, was du du hast irgendwie, der Fall hat es sicher auch schon gegeben, du hast eine Familie, hast einen Autounfall und du bist der Einzige, der dann glücklich Ja, davonkommt dann in dem Sinn. klar, Das ist dann etwas anderes. Also meist, ja, also ich sage nicht immer, aber das, was passiert, habe ich so das Gefühl, so passiert halt aus deinem Willen. Also manchmal ist Schicksal klar, aber manchmal so, sind auch so Entscheidungen, die du triffst, jetzt klar in dem Sinn, so denke ich mal schon, ist auch sehr das Umfeld eben das Problem, oder? Aber du selber entscheidest, was machst du mit dem Umfeld. So, du musst eigentlich immer probieren, dass du das Beste aus dem Umfeld kannst machen, oder? So, weißt, klar, es ist verdammt schwierig. Es sind halt keine Beispiele einfach, weißt, wenn du jetzt Ja, aber das kommt halt, ja, nein, aber ich weiss, was du meinst, ja. voll, aber es kann zum Beispiel auch sein, eben, dass du den Willen oder die Selbstsicherheit nicht hast, um zu sagen, ey, ich will mit, eben, wenn wir jetzt Umfeld nehmen, ey, das, was ihr macht, gefällt mir nicht. Weißt Ja, logisch. du, hast irgendwie keine Ahnung, einfach so ein Beispiel, du hast irgendwie Kindheitskollegen und die fangen an zu kiffen zum Beispiel und dir passt es überhaupt nicht, du musst jetzt erst den Willen haben, um zu sagen, Ja. ey, Jungs, Genau, dort bist du reingezogen. Das Ja. ist so dein Umfeld. Entweder du wirst, du musst den Willen haben. Das ist das Voll. Ding. Du musst den Willen haben, sagen, jo, nein, das geht nicht, sorry, ich ziehe mich raus. ja, Aber das Ding ist halt, was viel dann immer überlegt, ja, was mach ich dann, wenn ich rausziehe aus dieser Gruppe? Das ist die einzige Gruppe, die ich kann. ja, das ist Dann dann bleibst du halt das. drin, oder? Aber dann bist du mitgehangen, oder? Ja, aber das ist Das ist dann ich das sag andere. jetzt, klar, es gibt sicher auch spezielle Fälle, wo das irgendwie schwieriger ist als sonst. Also, jeder Fall ist ja dann irgendwie auch anders auf seine Art, logischerweise. Ja, aber das ist halt so wie das. Aber wir sind, glaube ich, jetzt voll ab. Meine ich, das sind wir verdammt abgerutscht. Nein, also es geht, ja gut, schon ein bisschen, ja, es geht einfach eigentlich geht's ja ums Thema eben Emotionen bei Männern, oder? Ja, doch, es ist schon ein bisschen abgerutscht. Das kann ja jedem passieren eigentlich. Voll. Was halt einfach schon auch ist, oder das. Also, ich denke mir das nicht, weil ich weiß, es ist nicht so, aber irgendwie so tief innen ist es halt gleich irgendwo verankert. Keine Ahnung, wenn jetzt. Angenommen, du hast etwas und irgendwie. Keine Ahnung, du fängst an zu heulen oder so. Ist ja völlig normal. Ja. Hat jeder von uns schon gemacht, macht jeder ab und zu. Kommt vor, oder? Alles easy, aber irgendwie. Ich weiß, es ist nicht so, oder es. Ja, oder es macht eigentlich nichts. Aber gleich denkst du dann irgendwie so, ich glaube vor allem als Mann, ey, wie würde ich jetzt wahrgenommen in dem Moment? Weil es ist schon ein Moment, wo du irgendwo durch eine, ich sage jetzt, Schwäche zeigst, obwohl es gar keine Schwäche ist, es ist voll dumm eigentlich. Emotionen Wirklich, es zeigen, emotional Stärke zeigen. dumm. Ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Klar, wenn du Du fühlst dich einfach so, verletzlich in dem Moment irgendwie, ja. du hast keine Wand, du hast kein Schutzschild Ja. um dich herum. Also je nachdem, welche Person vor dir steht, die kann das, was du jetzt gerade der Person zeigst, also die Gefühle, kann gegen dich verwendet werden. So halt, Genau, oder? genau, das ist mir das wahrscheinlich, was es ist. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ein Mann das weniger will zeigen. So. Ja. Ja, wahrscheinlich, ja. Also, Ich könnte es mir schon vorstellen, aber was der genau Grund ist, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich eben jedem ein bisschen unterschiedlich. in voll. dem Aber ich Sinn. glaube schon, es ist ein Männerthema. Schon Ja. eher so. Ja. Weil es ist, aber es kann auch gut möglich sein wegen der Gesellschaft, weil es halt immer so heißt, ja, Männer, die müssen stark sein und so. Und Ja, voll, aber das ist halt jetzt auch so. Oder
Ja, wird halt jetzt auch immer anders. Das ist schon auch ein Wandel im Moment. Es ist ein Wandel. Und das Ist eigentlich auch gut, wenn es um das geht, auf jeden Fall. Also finde ich. ja, jeder sollte so, ja, jeder sollte das denken, was er will halt, oder? Also halt einfach immer, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage. Ja, also jeder darf sein, was er will halt, oder? Ja. Ja, es gibt kein richtig oder falsch in dem Sinn. Ja, voll. Ja. Nächstes Thema. Stopp. Lies die verdammte Anleitung. Das haben wir gerade gehabt. Nein, das haben wir wirklich gehabt. Aber ich schaue eigentlich immer rein, aber ich sehe gar nicht. Weißt du, wenn du scrollst, aber ich schaue jetzt extra weg, damit niemand etwas kann sagen. Also stopp. Stopp. Ja. Warum Männer immer einen Plan brauchen? Stimmt gar nicht. Wir machen hure viel spontan. Also ich bin spontane Ja, Person. ich auch. Also ich muss nicht für alles einen Plan haben. Also, ja, es kommt vielleicht drauf an. Also, Restaurant, Fragezeichen, Auto, Fragezeichen, Urlaub, Fragezeichen, Date, Fragezeichen. Männer brauchen Struktur, Frauen brauchen Flow. Humor plus Psychologie. Also, sagen wir so. ich glaube, das ist voll typabhängig, egal Ja. ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist. Aber gut, in den USA, ich habe mir richtig reingeplant mit dem Verplanen. Ja, aber das Aber ist halt dann auch das etwas ist etwas anderes. anderes, ja, aber- Das kannst du ja gar nicht spontan. Also, geht sicher auch, aber Geht schon auch, aber ja, wenn du hättest einen riesen Kopf und riesen Zeug. also vor allem in den 2 Wochen, dann musst du das ja fast planen. Aber ja. Also sagen wir es mal so, wenn wir jetzt eine Woche allein gemacht hätten, dann easy. Ja, aber es ich 2 meine, du Wochen- könntest ja gleich irgendwie auf Amerika durchfliegen und sagen, ja, dort, wo es mich antreibt, treibt es mich an. Ja, das und ich kann- schaue mal, wie ich schaue Tag für Tag von Hotel. Ja, das geht schon auch, ja. Zum Beispiel, mein Dad hat mal erzählt, er ist in die Ferien gegangen und da haben sie auch ein Mietauto gehabt und die haben kein Hotel gemietet an dem Abend. Die haben einfach geschaut, wo sie ankommen und dann hat sie ein Hotel halt dort gemietet. Ja, Ja, es geht schon. ja, auf jeden Fall. Boah, aber es ist schon schwer. Also, aber wenn es um so Sachen geht, bin ich trotzdem lieber so der Planer. Ja. Also ich plane gerne Sachen. Ich plane wirklich mega gerne Sachen. Das weiß ich auch. Und ich weiß nicht, aber gemerkt, dass ich lade abends voll so in den Spielraum. Da mach. Auch in Amerika, ich habe gesagt, Niklas, mach das Ding. Also, keine Ahnung, es ist auch so, ich liebe es so bis ins Detail zu planen. So. Aber es gibt so trotzdem so Sachen, wo du einfach denkst, Alter, das spontan jetzt machen wäre schon geil. Und warte, Also- jetzt auf Konstanz und können diesen Matcha. Zum Beispiel. Das ist so ein Beispiel, ja. Ja, Ach, Matcha, Herr Rufe, ey, wirklich. den Mac Matcha. Nee, also das ist der beste Matcha, den ich kann. Das ist fatal. Es war einfach Milch. Gewesen. Mit ein bisschen Matcha-Geschmack. Darum war es gut, gewesen, weil es Milch war. Milch ist geil. Ich hatte letztes Mal einen guten gehabt. Matcha? Ja, in Basel. Wie hat der Ding geheißen? Das war so ein Cookie-Store. Boah, richtig geile Cookies gehabt im Fall. Schon. Ja. Das ist, Du weißt ja, der Cookie dort in Amerika, der das erste. ist so ein Cookie gewesen Schon im so ein Fall. fetter. Ja. Alter, hätte der dort nochmal müssen essen in dem... Ja, aber dort gibt es im Fall auch. Also, sind natürlich nicht die gleichen. Ja, aber ähnlich. Ich muss kein Shoutout im Laden geben. Okay. Uno momento. Warte, bei welchem Thema sind wir gerade gewesen? Ah, planen. Planen. Nein, planen. Also, aber planen, ich liebe planen über alles, aber so... Milos Cookies, stimmt. Milos Cookies, In schau, das Basel. geht raus. Tafel Laden. So, es braucht trotzdem, also wenn wir spontan irgendwo rausgehen, meistens gibt es trotzdem immer so einen kleinen Ablaufplan. So, jetzt gehen wir dort hin und dann schauen wir, was spontan dort passiert. Das ist auch eine Art von Planen. Einfach nur so, nicht weit planen. Ja, ich check, was du meinst. Ja. Also, was ich einfach nicht gerne habe, wenn ich rausgehe, spontan, wenn du dich mit den Kollegen triffst und dann heisst es, was machen wir? Und dann ist es wirklich eine halbe Stunde lang, ja, was machen wir? Ja, das ist Die Grundidee brauchst du. Aber sonst, alles, was danach passiert, spontan, das geht immer. Ja. Ja. Ja gut, aber wir haben es ja auch schon gemacht, dass du uns abgeholt hast, oder mich, die Joris zum Beispiel. Da sind wir mal gefahren. Ja, und dann haben wir während dem Fahren gesagt, so, hey, was machen wir überhaupt? Ja, das ist 50-50 gut rausgekommen meistens. Ja, gehen wir Mac. Ja, genau. Ja. Alter, die Mac-Phase am Anfang vom Jahr. Schlimm. Boah. Kennst du unsere Mac? Weißt du noch unsere Mac-Phase? Nach dem FC-Training amix? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja! Das ist- Ach du Scheiße. das ist crazy Und dann haben wir TikToks im Auto gedrillt. Boah, warte. Was für ein stimmt. TikTok ist das gewesen? Mit dem Hasending, wo so Jay, macht. Jay, Ja, stimmt.
Alter, wie cringe. Oh Alter. mein Gott. Hast du das noch? Ja, ich habe das noch. Nein. Weg. Jay. Aber wie weißt du, so, wir haben das dort, was haben wir dort? Haben wir immer McFlurry gegessen, oder? Wir Ja. haben nie einen Burger gegessen, wir haben Nein, immer nein. Glasse essen. Wir haben immer Ja. gesagt, das Glasse wäre geil. Ja, Training für absolut nichts gewesen. Ja, und dann gerade das Glasse McFlurry Ja, essen. so. Kalorien-Zunahme dann gehabt. Oh mein Gott. Aber der Jeffrey zum Beispiel und der Renato, die gehen immer nach dem Gym gehen die BK. Alles wieder reinfetzen. Hä, das macht null Sinn. Nein, das macht nur, oder Döner fetzen. So, ich Wo ist check's die gar Massephase aber? nicht. Ja, aber trotzdem, hä? Ja. Ist so unproduktiv. Wirklich. So. Ja, Ja. aber ja, planen. Ich bin Plan in Person. Aber auch verdammt spontan. Es kommt auf die Situation Es halt kommt drauf auf die an. Situation Aber das drauf ist an. halt jetzt nicht ein Männerding in dem Sinne. Ja, es kann auch Das ist alles. einfach Voll. Wie lange nehmen wir schon auf? eine halbe Stunde. Boah, okay. Jetzt haben wir langsam mal hier ein Stopp. bisschen. Musst du nochmal. Ja. Hat zu weit geschaut. Stopp. Glaub nicht alles, was du fühlst, wenn du müde bist. Männer-Burnout am 23.40 Bruder, mein Leben, alles vorbei. Nach Schlaf wieder normal. Hä? Aha, das sind wahrscheinlich so die Depri-Phasen am Abend, wo so alles überdenkst oder die 2 AM Motivation. Aha. Ja, es hat schon etwas. Aber ja, gut, nein, eigentlich nicht so. Also bei mir ist es nicht so krass. Ja. Also ich habe das auch ab und zu mal, aber jetzt nicht so, dass alles am Arsch ist. So. Nein, das schon nicht. Aber du denkst, ey, ich muss langsam mal etwas machen oder so, denke ich mir halt damals. Oder irgendwie kann ich sehen, so volles irgendein krasses Video auf Insta, TikTok oder so und denke so, ey, ich hätte schon Bock, wieder mal irgendetwas so zu machen oder irgendwie, keine Ahnung. Weißt du, mehr das in Voll. dem Sinn. Aber das ist ja nicht typisch Mann. Das haben sicher, also haben sicher Frauen auch, wenn sie irgendwie etwas können, denken, Ja. ey, voll cool. Oder irgendwie halt eben Sachen überdenken. Allgemein. Ja, es ist halt, ja, es ist aber allgemein halt so. Ja. Ja, was willst du da groß sagen? Ich kann nicht groß irgendetwas sagen. Also Rika, stell dir mal eine Frage. Also, schöne Frage. Was ist so der typische Mann-NPC in der Schweiz? Boah! Oh shit! Also, Onschuhe. Ganz wichtig. Onschuhe. Da- Was? Er heisst Reto und ist 26. Ey, don't disrespect Reto. Reto ist Ich disrespect ihn Dad nicht, aber hey. gut. Aber er heisst jetzt Reto und ist 26. 26? Ja, wir sagen einfach, er ist 26 oder 25. Er ist, so ein typischer Schweizer ist in meinem Kopf 45. Ja, okay. Ja, okay. Komm. Reto 45. Reto 45. Onschuhe. Definitiv. Ja. Dann so normale Jeans. Einfach so ein ganz normale Jeans. Ja, voll. Kein Jeans. spezieller Fit oder so, einfach normale Jeans. Genau. Dann entweder halt einfach so ein normales T-Shirt, so ein gestreiftes oder so. Oder so ein Polohemd. Ja, ein Polohemd. Polohemd? Das Ralph Lauren Polohemd. Ja gut, muss nicht mal Ralph Lauren, ich habe C&A oder so. Ja, also einfach so ein bisschen edler, Ja, ja. weißt du, so Dann so Victorinox Uhr. ein bisschen Bart, so mäßig Stoppelbart. Aber so ein brauner halt. Ja. So ein Holzfall. Also, Ja, also, so Holzfäller. nein, nicht so, aber durch die Farbe, weißt du. So. Ja, so einfach nicht ein Vollbart, aber weißt du, dass halt Ja, Bart siehst, oder? Definitiv. Die Frisur hat so ein kleines Ding. Aber, also weißt du, man sieht schon ein bisschen Keimratsecken. Aha, ja. Und dann so ein kleiner... Checkst? Ja. Ja, ich check. Ja. Ich check. Und dann, ich habe das Bild vor meinen Augen, aber auch. das ist halt schwierig zu beschreiben. Eine Uhr natürlich, irgendetwas. Victorinox. Gibt's Oder Victorinox-Uhren? Ja. So ein Swatch. Ja, so etwas. Oder ein Tissot. Ja, so etwas. Ja. Einfach so ein Schweizer Uhr. So, aber es ist nicht allzu teuer, aber Ja, auch gleich. nicht so günstig. Gleich so Etwas. 600-700. Ja, Ja. etwas. Gleich. Der Zeiger. So ein Edelstahluhr. Ja, genau, richtig. Peak Bünzli. Ja, Männer Bünzli. Was gibt's sonst noch? eine Frau, 2 Kinder. Hund. Ja. Hund, ja. Ja, gut. Nein. So ein Bernardiner. Ein Bernardin. Nein, gut, Hund nicht mal, weil da wird die Nachbarn Stress machen. Ja, stimmt. Sibyl von Herbert. Ah, Nein, nicht Sibyl. und das E-Auto.
Ja. Mittlerweile ja. schon. Mittlerweile, ja. Aber kein Tesla, weil das ist Elon, das tut mir nicht gut. Der oder? Elon. Brille allenfalls. Brille, ja, Brille. Solaranlage auf dem Dach. Boah. Ja, es ist so. Aber so das Elektroauto müsste so von Skoda sein oder so. Ja, Skoda oder Audi, ja. So. Einfach etwas, ja, weißt du, ein bisschen so ein edler Luxus, aber so, ja. So, ja, doch, ja. Was gibt's sonst noch? Was hat er noch? Natürlich ein Haus. Aber ein Haus, Solaranlage auf dem Dach. Haus. Haus. Was ist dein Beruf? Das ist schwierig. Was ist so ein typischer Schweizer als Beruf? Ein Büro halt, so. Ja, oder auf der Bank. Ja, auf der Bank. Auf der Bank. Auf der Bank. Ja, So Kundenberater. ja genau, Bankkundenberater. Ja, mit Aktenkoffer und so. Ja, genau, richtig. Anzug, schön. Anzug schön. Rausgeschniggelt. Ja, Das ist der Reto 45. richtig. Ja, Also, mal weiter. ja. So schnell schauen. Soll ich mal durchlesen? Nicht mehr so viel. Muss nicht mehr so viel Stopp sagen. Männer und ihr Besitz, Auto, Tools und Technik. Warum manche Dinge für Männer heilig sind. Also Check den Autodrive immer noch nicht. ja, Auto ist... Auto ist fatal. Nein. Also fatal nicht, aber ich check's halt einfach nicht. Also Werkzeug. Werkzeug statt hier Religion. Werkzeug gleich Religion. Wo soll ich im Werkzeugkoffer rumlaufen? Frag mal den Joris. Alter. Nein. Also das mit dem Auto checke, das ist halt schon so... Das ist so die mobile Wohnung von einem Mann. Meistens ist das Auto sauberer als sein Zimmer. Das stimmt auch. Also bei mir stimmt Ja, bei das. dir stimmt, ja. Was schaust du hier rum? Nein. Ja. Das ist ja so. Auto ist immer sauber. Vor allem, wenn Müll drinnen geladen also stimmt. Ich habe bis Wochenende habe ich den BMW gehabt und mein Vater hat meinen Tesla gehabt. So, dann fahre ich am Sonntag wieder Auto mal, oder? Also mein Auto, steige ich ins Auto so ein. PET-Flaschen, dann Folie, dann Gutsein-Verpackungen, dann... Ich habe mir so gedacht, Kollege, das ist alles nicht drin gewesen. Ja, was? Ja. So, wenn ich aus einem Auto rausgehe, wo nicht mir gehört, ich nehme alles raus. Alles. So, das ist so... Das ist einfach Respekt. So. Man hat nicht einfach Sachen liegen. Und das Auto muss sauber sein. Vor allem, das Ding ist halt nicht weil es halt rumliegt, sondern wenn du Auto fährst und sich das Auto bewegt und dann hat es lose Teile im Auto, dann bewegen sich die Teile auch. Und wenn das dann hin und her fliegt, ich kann das gar nicht. Ich hasse so Sachen, so lose. Also, wenn es um Auto geht, ich bin also wirklich Ja, ich weiß. Ja, Ich weiß. Das Ich ist weiß, wo wir irgendwann ins Auto gefahren sind, du hast so ein kleines... Klappern. Ja. Ja, ich kann das nicht. Die ganze Fahrt. Ja, was ist das? Was ist das? Ja, es ist so, ich hasse es, wenn im Auto so Sachen rumliegen und einfach so irgendwo hin und her bewegen. Das ist für mich, vor allem wenn du schnell fährst, so ein bisschen um Kurven, so ein bisschen, so, nein, ich kann das gar nicht. Wirklich. Also das ist wirklich, das ist Heiligtum. Das ist Ende Gelände beim Niklas. Oh ja. Dann, also ich denke, das Thema auch, du hast wahrscheinlich nichts, was so Heiligtum für dich ist. Und was ist so dein Heiligtum als Mann? Also welcher Gegenstand? Ein Gegenstand. Ja, ich sage jetzt wirklich Auto. Auto ist für mich schon Heiligtum als Mann. Ich fahre wirklich gerne Auto. Ja, Bro, ich habe nicht einen Gegenstand, aber Bro, was ich jetzt würde sagen, wäre es entweder Kleider oder meine Kopfhörer, Bro. Ja, du, easy. Das sind so die beiden Sachen. Oder halt ein Fußball. Also Ja, Fußball. ein Fußball zum Beispiel. Fußball, ja, das ist typisch Mann. Fußball, ja. Fußball ist typisch Mann. Da gehe ich sogar mit. Aber nachher mit Kleider und Kopfhörer. Gut, dann hat sie noch so allgemeine Themen.
So zum Beispiel jetzt bei Mann und Frau zum Beispiel so. Frauen bekommen ja meistens Blumen. Oder? Was ist so das Gegenteil, also was ist so das, was Männer, über was sich Männer, also beziehungsweise Frauen freuen sich voll über Blumen, wenn sie Blumen geschenkt bekommen vom Mann. Was ist so Das Äquivalent. Äquivalent, genau. Ja. Über was freut sich Gute Frage. Männer am meisten? Als Geschenk. in dem Sinne. Genau, ja. Also wenn eine Frau jetzt ein Geschenk an den Mann muss machen, über was freut sich? Wo man immer geben könnte, meinst du? Ja. Okay. Das ist eine gute Frage. Hast du etwas, was jetzt dir in den Kopf kommt? Ich habe ein paar Sachen. Also Hause. Also das Spontanste, was mir eigentlich einfällt, sind einfach Wörter. Also wirklich Ja. Kompliment. Kompliment ist echt so, dass es gibt, also es ist alles größer als, also ist wirklich größer als irgendein Gegenstand. Also es ist schon, also das sowieso. also wenn dir eine Frau ein Kompliment macht, das hat so viel mehr Wert als irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht. Ja, oder einfach Worte, die vom Herz kommen. So. Ja, Ja. das hat viel mehr Wert als irgendwie, wenn du jetzt wirklich, keine Ahnung, FIFA kommt raus. Ja, zum Beispiel. Und dann kauft sie dir das FIFA. So, das klar hat das auch Wert. So, und das ist auch krass, aber so Kompliment, das bleibt dir einfach. Das FIFA, das spielst du, dann bekommst du wieder Aggressionen über. Und bei Kompliment, die behaltest du auch so in dir, weißt du? Ja, voll. Oder einfach aber allgemein so Sachen, die vom Herz kommen irgendwie. Ja, so zum Beispiel so, keine Ahnung, selbstbasteltes Zeug. So, ich finde das noch... Ja, voll. Das finde ich noch abends mega herzig. So. Also so... Klar, also was, ja... Oder was hast du so für Sachen noch? Hast du noch eine Sache im Kopf? Ja, nein, ich würde das so Sachen sagen. Halt einfach Sachen, die halt wirklich vom Herz kommen. Also klar, die, ich sage jetzt materielle Sachen sind auch mega, mega, mega cool. Also, Ja, logisch. Auf jeden Fall. Aber auch wenn es so Kleinigkeiten sind, die halt wirklich vom Herz kommen, so, dann Voll. nur mal cooler in dem Ja. Sinn. Einfach, Oder wenn du irgendetwas, keine Ahnung, einfach so machst oder so, oder keine Ahnung, einfach so eine nette Geste irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ich kann nicht ein Beispiel geben in dem Sinn, aber... ja, also so, keine Ahnung. Aber so selbstbasteltes Zeug finde ich mega herzig. Zum Beispiel, wenn sie dir so einen Brief schreibt, so, was ja der hat oder so, das hat viel mehr Wert als irgendwie so etwas gekauft. Ja, aber ich denke, das ist auch andersrum so. Ja, das stimmt schon, ja. Ja. Aber jetzt ist so, was ist das Äquivalent zu der Blume? Vielleicht ist eine andere Frage. Ja. Jetzt einfach, kommt jetzt vielleicht ein bisschen rein, aber also, du als Mann, Ja. würdest du dich über Blumen freuen, wenn dir eine Frau Blumen wird schenken? Ja, Ich mich nämlich auch. ja. Weil Blumen sind schön, ja. Ja. Also klar, ich bin jetzt kein Blumenkenner, sagen wir so. Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber, so. also weil es ist halt so untypisch in dem Sinn, weißt du? Ja, aber es ist untypisch. Aber ja, klar, definitiv. Also, ich kenne keinen, der Blumen komplett hasst. Nein. So, aber ja. jeder will sich, glaube ich, Blumen freuen. So. Ja. Aber Frauen halt mehr, weil das ist halt so das Ding, oder? So, Ja, ich weiß, was du meinst, ja. voll. Aber nein, ich will mich definitiv auch freuen. Ja. Ja. Aber jetzt so Gegenstand. Jetzt gehen wir mal von diesen Kompliment-Lob mal weg oder von dem Selbstbau. Was ist so, wenn jetzt ein Gegenstand wäre, wie Blumen? Gegenstand. Ja. Blume ist auch ein Gegenstand. Über was freut sich ein Mann? Also unter Männern, Essen. ja, aber unter Männern kannst du sagen, ein Kasten Bier. Also bei dir jetzt nicht, weil du bist Spezialfall, wenn es um das Thema geht. Aber unter Männern, wenn jemand einen Kasten Bier mitbringt, Tag ist gerettet. Dann ist wirklich so, wow, der Typ, der hat es im Griff, wirklich. Aber so, wenn jetzt eine Frau ein Geschenk müsste am Mann machen, ja, essen, ja. So zum Beispiel einfach irgendwie gut sein oder so. Ja, so Das ist doch cool. Ich habe mal auf TikTok so ein Geschenk gesehen, wo einer also etwas gemacht hat, so eine Geschenkbox, so zum Fußball schauen, so mit Essen drin, so Snacks fürs zum Fußball Das ist schauen, cool. so eine Fußball-Geschenkbox. So, ja, hier hast du Schoki, wenn dein Team verliert, oder? So Trauerschoki oder so. Weißt du, so, einfach so kreatives Zeug, Ja. das ist halt schon cool.
Ja. Aber eben, es müsste ja etwas sein, wo so quasi für das ganze männliche Spektrum quasi so das Geschenk wäre in dem Sinn. Ich glaube, man sagt, bei den Frauen sind es Blumen, bei den Männern... Ja, es kommt halt auch wieder so ein bisschen auf den Mann drauf an. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich wahrscheinlich über andere Sachen freuen, wie du dich. Geld. Imagine, du freust dich über Geld. Also klar, ja, nehme ich schon, aber so Geld, ja, okay, da, nimm. Ja. Schlimmste so, per Twint. Per Twint. Wow. Nein. Ich als Geburtstagsgeschenk auf dein Handy. Du hast 20 Franken erhalten. Ich habe mal, weißt du, was ich mal zum Geburtstag bekommen habe? Einen Gutschein für 1 Monat Spotify. Wirklich? Das ist crazy. Und ich habe Apple Music Abo gehabt, weißt du, für was? Das ist crazy. Aber wirklich so 0 Uhr Happy Birthday und dann so ein Code. Spotify 1 Monat. Weißt du von wem? Von wem? Vom Zink. Wirklich? Ich so, hey, danke. Ja, habe ich einen Monat Spotify Premium gehabt. Ja, ist gut. Ich bin dann doch nicht gewechselt, weil Apple Music for the win. Nein, das Geschenk, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber ja, also, es geht so in die Richtung Essen so. Gute Frage. Ja, es ist glaub, wirklich unterschiedlich. Es ist schon, also... Es ist schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig. Also, es ist so... Ich bin gerade am Überlegen, so Erlebnis zum Beispiel, aber das ist halt auch wieder kein Gegenstand. Ja. Ich habe so überlegt, so Gutschein. Gutschein kannst du auch immer brauchen, aber ist halt auch so, ja, da ein Gutschein, kauf dir was. Außer es ist ein Gutschein so... Nein, also eigentlich das schönste Geschenk, was du an einem Mann kannst machen, so Zeit. Ja. Zeit. Voll. Zeit mit dem verbringen. Zeit mit dem verbringen und Kompliment. Das ist eigentlich das beste Geschenk, was du kannst machen kannst. Ja. Was vielleicht sogar den gleichen Stellenwert wie Blumen hat. Weil, ich glaube, Männer lieben es, Zeit mit Leuten zu verbringen, die sie lieben. Ja, Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ja. Das ist so das. Ja, aber das ist halt auch andersrum. Denke ich genau gleich. Aber ich weiß Ja, was du willst ja, sagen. aber ich habe das Gefühl, so Männer, die sagen, das kommt wieder, das ist dann wieder das Thema mit den Emotionen, sie zeigen das nicht, aber sie machen es übelst gern. So, sie zeigen nicht, dass sie das eigentlich gern haben, oder sie sagen es nicht, Ja, aber das ist so, das hat wirklich Stellenwerte ganz oben. Voll. Gut, habe ich noch etwas vergessen? Schau mal noch schnell, ob ich noch... ich hätte schon noch etwas. Ja, So, du kennst sicher das Boy-Girl-Math. ja. Weißt du, so Sachen, die für eben Jungs total verständlich sind und für Frauen halt weniger. Voll. Zum Beispiel etwas, wo ich... Also, man sagt... Sorry übrigens noch. Shoutouts an Elena übrigens, apropos Blumen. Sie hat noch nie Blumen bekommen. Okay. Ja. Habe ich jetzt so gesagt. Da hast du es einen Shoutout Ja, gegeben. ich muss einen Shoutout geben. Okay. Ja. Sorry. Alles gut. Oh Mann. Nein, es gibt hure viele Leute, die sagen, das sei Girl-Math irgendwie. Weil, wenn du Bar zahlst, dann ist es gratis quasi. Aber das Aber check das ich. check ich. Das check ich auch. Ja. So, wenn so ein Bar rumliegt, du nimmst das, ja, ich habe das eh nicht auf dem Konto. Weil Ich finde gut, du löst sie. ja, das ist wirklich gut. Es ist aber so. Aber eigentlich Ja. ist das voll schade. Früher ist halt das wirklich das Ding zum Zahlen. Du hast so dein Portemonnaie angeschaut, hey, so viel Geld hast du. Jetzt gehst du in Mobile Banking und sagst, so viel Geld hast du. Ja, Papier ja. ist jetzt einfach wie ein Es ist halt eine andere geworden. Ansicht in dem Sinn. Es ist jetzt wirklich wie so ein Gutschein geworden. Also, zahlst du noch mit Bar? Ab und zu. Also meistens mit der Karte, aber es kommt darauf an. Okay. Also wenig Bar. Ich zahle alles mit Apple Pay. Ja, das meiste natürlich auch, aber ab und zu kann ich gleich immer Bargeld dabei, einfach für den Notfall. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe gar nicht dabei. Ich habe nie Bargeld dabei. Das ist so, also vor allem in der Schweiz. So, das ist alles schon schauen. Okay, 10 Stutz habe ich. So Notfall. Ja, eben, Notfall Aber- gleich. Ja, aber
Das brauchst du nie. Das ist so... Ja. Der Joris hat alles mit Bar. Immer wenn... Ich glaube, jetzt habe ich das gutes Thema. Aber warte kurz. Ja. Immer wenn der Joris mir Geld schuldet und ich sage mir, Joris, du schuldest mir noch Geld, holt sein Portemonnaie raus. Ich kann kein Mensch außer ihn, wo es mir so in die Hand druckt wie er. All twintet und er da. Ja? Dann holt er noch da eine Münze raus, da ist auch noch 2 Stutz. So. Wow. Ja. Also erzähl. Ich habe ein spannendes Thema, und zwar ist das WC. Oh. Das WC. Pissoir meinst du, oder? Nicht das Pissoir, weißt du, allgemein. Okay. Weil es gibt so häufig, dass Frauen jetzt zweit aufs WC gehen. Das check ich bis heute nicht. Wieso? Das ist, glaube ich, einfach, um sich unterhalten oder so. Ja, aber kann ich mir warum? vorstellen, aber Wenn ich aufs WC gehe, will ich meine Ruhe haben. Ja. Am liebsten eingeschliessen mit Kopfhörer im und öffentlichen Männer-WC ist am totenstill. Es ist einfach... so Bahnhofs-WC, Zürich HB. Dort kannst du ja für 2 Stutz rein, hast ja so voll dickes Kabine, das ist so chill dort. Gönn dir. Ja, es ist wirklich, Alter, Premium-Level. Aber ja, erzähl. Ja, schon, aber es ist halt auch ein Unterschied so. Ja, aha, also, ja. Aber Ich check's nicht. ich check's zum Teil auch nicht. Also, warum, wenn ihr euch unterhalten? Was ist das so? Vielleicht, weil es so ein Safe Space ist. Vielleicht. Ja, weil die Männer nicht zuhören. Ja, eventuell, Ja. ja. Könnte ich mir Ein vorstellen. bisschen Gossip-Talk, also. Nicht mehr da. Also Ja, einfach sonst 100%. Ja, kann. Ja, 100%. Ja, kann Was schon wollen sein, sie ja. nicht machen? Ja, man kann über andere Sachen reden. Irgendwie kann ich weiß ich nicht. Ja. Women-Sachen. Women. Women-Sachen. Ja. Ja. Also, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich zum Teil auch nicht check. Dafür Aber- checken nicht alle Frauen das mit dem Pissoir. Das wegen dem Abstand, oder was? Genau. Also, das ist ja schon... Ja, der wegen dem Abstand, ja. Ja, hä? Das checkt nicht jeder. Hä? Doch, macht schon Sinn. Also für mich. Ja, für uns macht das so Sinn, aber es gibt so viele Frauen, die das nicht checken. Wenn ich jetzt Linda würde holen, spontan, die würde safe sagen, nein, sie checkt es nicht. 100% nicht. Wirklich? Ich glaube nicht, dass sie das checkt. 100% nicht. Es gibt doch so einen Filter auf TikTok und Ja, wo du so als Spiel Ja. kannst testen, ja. ja, Ja. immer mindestens einer Abstand. Wenn es geht. Und immer, wenn es geht, zur Wand. Also, Ja. also wenn jetzt, wie soll ich sagen, Das beste Szenario ist, wenn du nur einen ab dir hast. genau. Ja. Das beste Szenario ist, wenn du gar keinen neben dir hast. Ja, klar, aber weißt Ja. du, einfach so. Genau, also wenn du an der Wand bist, du, keine und dann ist wieder eine. Ja. Ja, zum Beispiel. Oder du hast die ganze Reihe für dich, das ist tough. Ja, das ist ja. Das ist tough. Boah, Mallorca. Was? Weißt du, das fühle ich aber gar nicht. Was? Es gibt, die WCs gibt es in der Allianz Arena. Oh, die Wannen. Ja, das ist maximal das ist so schlimm. grusig. Das ist so Mann. schlimm. Das ist so Da schlimm. gibt es immer eine Trennwand. Nein, dort stehst du auch in einer Reihe, hast so ein Becken. Und alle pissen dort rein, Mann. Ey, das ist sowieso... Das ist aber so gruselig. Jetzt mal for real talk. Pissoir finde ich im Fall so unhygienisch eigentlich. Ja. Also, ich tue lieber ein WC, wo du kannst anhocken bevorzugen, als ein Pissoir. Ja. Wenn ich sehe, das WC ist frei, also weißt du, zum Sitzen gehe ich dort hin. Ja, aber Bro, die WCs zum Teil, ja. Ja, außer sie sind vollgestellt, dann klar Pissoir. Ausser sie sind voll. Ja, was willst du machen? Ja, Und oder öffentliche WCs sind so grusig. Oder wenn teilweise. wenn der ganze Rand verpisst ist. Ja. Aber wenn so die Desinfektionsmittel neben dran sind, wo du kannst den Sitz putzen, Ja. dann mache ich das immer. Sofort. Ja, aber das Ding ist, zum Teil sind sie aber auch voll verpisst. Dann, weißt du, wirklich voll. Ja, dann nimmst du halt mehrere WC-Papier. Ja. Das geht schon. Wenn es wirklich ein Notfall ist, dann musst du das Ja, machen. klar, dann musst du es machen. Was nimmst du lieber? Das der vollgeschissene Rand oder das vollpisste Rand? Ja, logisch, der voll pisst dran. Aber Bro, wer schießt auf den WC-Rand? Das gibt so Leute, habe ich auch schon gesehen. Ein vollgeschissenen WC-Rand? Ey, das ist so schlimm. Wirklich? Ja. Ich Das habe ich noch bin nie gehabt. noch nie Nein. an einer Autobahnraststätte so... Ein vollgeschissenen WC-Rand habe ich noch nie Nein, gehabt. das ist schon Nein. schlimm gewesen. Aber halt voll pisst. Andere Frage. Jungsthema. Angenommen, du bist im Flüger.
Aber das ist gerade das Thema. Das WC ist voll verdingst. Voll... Voll verpisst. Der WC-Rand ist voll geschissen. Aha. Ja. Und dann stehst du nämlich an, also weißt, wenn du nur klein musst, stehst du an Aha. und ja. Lass es an. Aber weißt du, zum Teil ist ja, musst du dich ja voll konzentrieren, weißt du, dass du triffst. Ja. Weil wenn du einfach voll rauslässt, dann geht alles daneben. Ja. 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 Machst du nicht mehr so, keine Ahnung. Das sind doch immer so ein Flügelkleber. Das ist das Goal. Das Goal. Das Goal mit dem Fußball. Ja. Oder die Mucke, die so gelb wird. Damit kannst du aimen. Alter, das war Prime gewesen. Aber nein, amigs musst du halt wirklich so voll, so, Oh Mann, halt ey. einfach so warten, also weißt du, halt einfach so ganz langsam. Langsam Alles anfangen Ja. und dann immer mehr. Oh mein Gott, so was hat sich die Folge entwickelt, Mann. Aber es ist so. Du musst, also wenn du nicht aimen kannst, dann kannst du es gerade vergessen. Ja. Also vor allem, wenn du aus der Übung bist. Das ist das Wie Schlimmste. kannst du aus... Ja, wenn du schon lange nicht mehr auf dem Pissoir gewesen bist, so ein paar Jahre, und immer auf dem WC gewesen Ja, aber bist. ich meine, jetzt das Pissoir. Beim Pissoir kannst du eigentlich relativ nahe kommen, weißt du, wenn du in ein Sitz-WC musst. Aha, Wenn, ja, ja. wenn Ja, der Rand gut. irgendwie so wäre. Ja, gut, ja. Ja, Ja. ja, aber... Ja, Bro. Also weißt du, eigentlich der Grundsatz, wenn es schon voll geschissen ist, dann ist es schon voll geschissen. Da juckt es nicht, ob du noch drüber pisst ist oder nicht. Ja, schon. aber nein, also Ich stelle mir immer vor, die arme Frau oder der arme Mann, der das muss putzen. ja. Warum sind Menschen so, dass sie es nicht schaffen, das WC so zu verlassen, wie sie es sind? Keine Ahnung. Ich habe so schlechtes Gewissen, wenn irgendwas, ein Fleck oder irgendwo Ja. noch ist, dann nein, das geht nicht. Also das ist schon wichtig. Ja. Boah. Wenn wir die Folge beenden. Hey, mit es dem, ist jetzt... mit dem Pissoir-Thema. Ja, wirklich, also es ist jetzt Alter. übergeschossen. Ja gut. Also, ich hoffe, ihr habt die Folge einigermaßen interessant gefunden. Wenn ihr mehr so Themen habt über Männer, was Männer machen, was Männer auszeichnen, schreibt es in die Kommentare. Let us know. Let us know. In diesem Sinne. In Erzählt sich, bye bye. Wenn wir noch eine Empfehlung von der Woche machen. Empfehlung von der Woche. So ganz spontan. Ganz lock. Ganz lock. Also, ist gut. Hast du eine? Gerade im Petto. Nein, siehst Du? Ich habe eine sogar. Das habe ich heute gekauft im Ikea. Eine Matratze. Habe ich auch gekauft. Aber Giflar. Emma, was? Giflar. Was ist das? Die, ich glaube, die heißen Giflar oder Gifar. Was kann Giflar. das? Das sind so kleine Zimtschnecken. Ah. Die habe ich jetzt in Berlin gegessen. Die sind so geil. Ja, okay. Gönnt ihr euch. Gut. Ah ja, meine Empfehlung. Meine Empfehlung, geht spazieren. Gehen spazieren, okay. Das ist richtig cool. Wirklich. Das ist wirklich... Also auch mal alleine so rausgehen oder mit... Auch bei 4 Grad. Ja. Ja, kannst dich ja warm anlegen. Ja. Aber einfach frische Luft und mal können laufen, das ist immer gut. Ja. Jetzt kommt wieder der psychologische Nicker so früher raus. So Luft und so ist wichtig für euren Körper. Oh nein. Genug geschlafen. Gehen spazieren. Ja, genug geschlafen. Gut geschlafen. Hey, ich achte im Fall jetzt richtig auf meinen Schlaf. Wie lange bist du gestern wach gewesen? Okay, das ist no comment. Ja, aber ey, wenn das Ereignis in der Schweiz ist, dann muss ich raus als Fotograf. Ja, schon mal. Gestern sind Polarlichter draussen gewesen und ich habe es irgendwie probiert, aber ich habe es glaube nicht so. Also es sieht richtig krass aus. Aber... Also eben, es sieht schon krass aus. Ja, es sieht schon krass aus. Aber es ist nicht, Nicht Polarlichter. Vollgas Polar. Doch. Hätte ich gesehen. Das Schon? Rote ist schon Polar. Okay. Aber das Helle hier hinten, das ist alles so Lichtverschmutzung von der Wolke. Aha. Aber wenn es jetzt gelb wäre, dann... Also es ist jetzt wirklich ein bisschen rot. Und das Rote ist eigentlich wirklich... Ja. Das Polarlicht. Ja. Okay. Ja, da habe ich raus. Aber sonst, ich probiere immer so um jetzt 10:30, 11 spätestens. Ja, ich bin mir gleich. Zwischen 10 und 11. Früher schnell bis um 2 teilweise. Das ist crazy. Ja. Aber ja, spazieren. Genau. Yes. In Also, diesem Sinne, spazieren gut in Montag.
Alter, Das war eine coole Überleitung. das ist so scheiße gewesen. Hey, nein, die ist cool gewesen. Nein. Also, peace out. Hey, ciao zusammen, tschüss.